Gesetz auch matstimmen, weil es sind gute Aspekte daran. Ich muss auf der ehrlicherweise so, ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, wie die Regierung angetreten ist, CSVDP-Regierung, das geht mir schlimm gehen. Das nicht gerade so schlimm gehen, wie er gedacht hat, mir das aber nicht so gut gehen, wie er sich vielleicht erhofft hat. Wenn wir Subside gucken an die Einzelpunkte, die leider aufgesagt gehen, dass es effektiv besser geht, wie ich Angst hatte. Du musst ja ein bisschen löwen, ich kann ja nicht so viel löwen, weil du wirst du fertig rausfällt, wenn die Elektromobilität guckt, an das schon nur geklungen, dass dort Subsiden aufgesagt gehen, und plus, 60 gehen aufgesagt, und plus geht ab die 18 Kilowatt. Ich meine, wir hatten die Diskussion schon oft, wir hatten da ausgerechnet, verschiedene Modelle geguckt, du siehst, der Modelle kommen, und du hast nachher meine Meinung, dass nachher kein Argument du hast an der Argument der lo wäschgeholt und plus die Viertelflächen noch besser waren, das einfach eine Familie von Haut, die Hautflächen Diesel hört, wo so viel Platz hat, mehr ob ein Elektro umklemmt, weil den mal von der Kanner Hut, von der nach Maxikosi, da wie Kannersatz-Chef, nicht so Kannersatz an Hund und alles, das kommt dann mit den kleinen Elektroauto nicht weit, und das ist einfach nur mal die, wo den Subside noch geht, und das ist eh von den Problemen. Wenn der Welt Leute mitholen, dass sie mehr umweltfreundlich fahren, muss ich ihnen noch die Opfer machen, und ich weiß, das ist nicht der Schuld, ich rede mich jetzt darüber ab, dass der Automobilhersteller da viel ein Elektroauto mit Deier machen, weil sie wissen, dass sie an all den einzelnen Ländern Subside kriegen. Das ist ja von den Problemen. Dafür haben wir ja auch ein Programm gehabt, das die muss einkehr bindend higo so an die Preise dürfen nicht variieren, von Subside variieren, an dass sie müssen ein Elektroauto anbieten, die vergleichbar ist mit einem Benzin- oder Dieselmotor zum selben Preis. Aber das ist nicht erst schon als Regierung, das muss noch europäisch gehen. Das muss noch so, dass ein Abüdo ist von den Autoherstellern mit einem Elektroauto, und dass sie dort Leute zum Teil auch veräppeln. Lo hast gesot gin, dats en Fa den Rofgang si, dat se kloer. Leiit hun nach alle Guten wie die Subsiden do waren schnell eng Kommand gemet, weil sech awer rentéier, dann ja sinn noch Leiit, die sich beimch kommen so gesot setten Rezentauto ka fir op puméin, dann setten die Subsiden an net ausbezölt ginne schoffe, dats dat lo ganz schnell wer ausbezölt giffe, dat sind Leiit do hëllef kree. Mir der anderen Seite van der ger méi Elektroauto verkauft, muss der Strom auch mi bëllech mal an den as awer nummer Medaier gin an plus mat de Bornen. Ich unterstütze voll, dass der lo a Residenzen an überall Subsiden opsetzt fir Borne. Mir wat bringt dat Leiit von der Strom so deier, as den du rauskennt. Dat as vun de Probleme. Do muss en Keier dro schaffen, an dat sinn eben die Punkten, wo schon net unbedingt mat Dir verstellen, sie noch van der Linhai passt dafür werden mal auch den geringen Nuschließen, dann als bei dem Artikel enthalen, aber der Rest vom Gesetz Matstimme, weil die gut Punkten dran, dann muss ich denke diskutieren, wie Teilnummer der CO2-Steuer weitergeht. Ihr wisst, wir haben immer ein anderes Modell gehabt, wir wollten immer ein negativ CO2-Steuer, der Tisch, dass viel mehr belohnt wird von den Umweltschonenden am Alltag Handel, ein anderes Modell wie eben den aktuellen. Muss ich gucken, was die Regierung entscheiden. Wir hoffen, dass die Regierung aber weiterhin auf den Umweltschutz setzen, weil etwas muss erst bewusst sein. 1 Euro, wo Haut vielleicht die Industrie anhält, kann ich als 10 Euro für die Reparaturen Klimaschutz. Das ist von den Problemen. Das ist, dass ich nicht einfach die Bilanz, wo ich Haut kann gucken, wo ihr seht, das kann ich mich Haut 1 Euro, wenn ich dort investieren oder für den Klimaschutz machen. Nicht, kann ich 10 Euro für zu reparieren, wenn ich nicht möchte. Und das, weil ich muss gucken, und das auch politisch handeln, was soll sein für die nächsten Jahrzehnte, weil von unseren großen Herausforderungen wird sein, dass unser Planet noch immer lebenswert bleibt. Und es sind der Meinung, dass Lützeburg soll hier seine Rolle spielen und auch eine Vierreiterrolle kann spielen, und dass man nicht so, und dann soll man dann immer nicht mehr so, und die anderen sollen machen, mit mir zu Lützeburg soll noch machen. Merci. Also alles, was ein ältere Leute gegen Hölle für sie ist natürlich abverstanden, weil das heute ein reelles Problem ist. Schon hat preislich noch nur geguckt, vielleicht kann der Minister als ein Info geben, wie eine Seniorie nicht indexgebunden, also schon kein Fond. Kann vielleicht sehen, dass am Land schon noch Preise geguckt, die bezahlt, ob der ein Dusch am Zimmer hat, dann hast 200 Euro Medaille, oder ein Terrasse, nach ein 200 Euro Medaille. Das ist für mich reingestehen. Das geht aber nur indexbasiert, fakturiert. Mit stehen as nicht Medaille gehen. Das Service Medaille gehen, das erste Medaille. Das nicht für eine Diskussion zu fänken. Ich aber dann kann eine Antwort, weil das Position zum Index ist. Man hat eine Proposition de Loi, die schon länger highlight, wo doch darum geht, dass der Kommerz nicht so den Loi indexgebunden verrechnen kriegen. Dann ist als Position ganz klar. Der stehen soll nicht indexgebunden verrechnen. Merci, Herr Gürgen. Aber wenn der Index fällt, was geschieht? Da kriegen direkt eine Rechnung geschickt, wo die zum Beispiel ein Zimmer schon einfach 3.000 Euro kostet, da geht einfach ein Index 1:1 darüber gerechnet. Aber dann kann ich so einen Index auch vorstellen. Nee, weil wenn der Lokatärwert an einer Wohnung, der will nicht unnötig machen. Ein Lokatär darf auch nicht einfach den neuen Gehalt kriegen, wenn ein Index fällt, während der bei an einer Seniorie der Fall ist. Und das ist aber Parallelismus, weil es geht ja hier um das Stehen.
da sind da wo Saläre auffallen, da sind dat Index basiert möchte Serviceleistungen, dafür hast du auch dat getrennt zu gucken. Kann aber nicht sehen, dass der automatisch der globale Preis von sommer 3.000 € pro Zimmer Gehöfe kriegt für und plus hier do Leute, die die Stadt nicht leisten können. An dir so der Staat soll sich nicht damit mit der Staat der bezielt, aber das was fehlt. Das heißt, der Staat möchte sich auch schon do an. Und der Staat hat sich auch angemischt bei den Lokalitären. Das heißt, der Staat kann doch kein so, dass das, was das Stehen betrifft, weil das geht nicht an den Blut am Index. Da sind ich anderer Meinung wie dir. Dass der Index gebunden muss sein. Da sind wir komplett verstanden. Mit dem Stehen selber nicht, und plus der Stehen ein gerne Plus-Value rauszurechnen, als wie ein Index, von den Diskussionen gleich gegen aufhängen. Das heißt, wir gerne hätten, dass das die Leute nicht weiter belastet gibt, an den Index fällt, weil da so viele Leute mit kleinen Pensionen, die noch mehr müssen beilegen, wie sie überhaupt von Index beikruten. Und plus geht er hin und die passt Steuertabelle die nächsten Jahre nicht was den Index so bleibt. Das heißt, die Leute, die kommen noch ganz schlecht weg mit der Politik, die der Heimat. Und dafür wollen wir ihnen noch ganz helfen, dass der Stehen nicht mehr an der Seniorie-Index gebunden wird. So. Merci, Herr Präsident. Doch wir werden das Gesetz mitstimmen für die Schülerinnen einen schönen Lebensabend. Soll mir das eigentlich schlimm genug, dass ein so Gesetz muss machen. Das ist schlimm genug, dass Leute haben sie hier das Leben lang geschafft und an den Reichtum vom Land abgebaut haben, nicht können am Alter so leben, wie es eigentlich gerechtfertigt wäre, wie es sollte sein. Aber sondern nach angewiesen sind, für eine Seniorie zu gehen, dass in ihnen Preise fortlaufen. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, wo ich kann für die Zukunft kritisch gesehen, weil, wenn ich gucke, dass noch Privatfirmen immer mehr auf den Markt kommen, für die schon sie bei den Krechen dick Profite gemäht werden, sie auf die Seniorien, haben nur dick Profite meinen der Buckel von näheren Leuten, wie zum Beispiel auch PEA, die sich die Lo müssen umnennen, ob E-Mais an Jorlo aktiv sind, 5,6 Milliarden verdienen Umsatz und die auf dem Buckel von den älteren Leuten. Das für uns Piraten ist das ganz schlimm. Für uns muss eine Seniorie an Etablissement publik sein, es muss staatlich sein, es kann nicht sein, dass man den Leuten not Geld verdient, dann dass der Profit über allem steht. Dafür ist es auch für uns schlimm, dass wir überhaupt müssen so Mesuren hören, dass die Leute nicht genug Geld tun, anders sind die Preise von den Seniorien fortlaufen. Das ist auch ein Fakt, dass immer mehr Leute, die nach daheim sind, bei den Office Sozial muss gehen. Das ist auch eine Diskussion, wo ich denke, muss feiern. Für was gehen Pensionen nicht durch? Für was geht es nicht durch für von den Ela, also wenn es noch nicht mehr schaffen geht, für hier am Land nach zu leben, ja, für die Weise so zu evaluieren. Und das ist sicherlich als politische Verantwortung für die Leute zu helfen, die den Reichtum abgebaut haben. Es ist so, dass wenn die Preise dann nach irgendwie bezahlen könnt, dass du dann auch nach den Index Alkeias dabei können an der Seniorie. Der Tisch, der bezahlt, was ja gerechtfertigt wäre für das Personal, dass du den Index abgeht, am Preis für 3 Monate zu bezahlen, das wäre ja gerechtfertigt. Nee, der bezahlt aber nach der Stehen, es geht der globale Preis von ihrem Zimmer geht auf, weil das Index gebunden. Das ist übrigens ein Thema, weil ich schon ein paar Mal kritisiert habe. Und da finde ich heute nach einer Motion mal bräuchte, dass wir das ändern. Dass es just die, wo auch wirklich reell freien, die Index gebunden sind, bei der Seniorie, weil ich verstehe, Salären, gewisse Prestationen, das sind die, können wir da ja fakturiert, die wenn der Index geht, aber nicht, da stehen nicht d'office der ganze Montant, weil da sind ganz viele Leute, die durch die Index zwar nur ein bisschen an der Pension beikriegen, übrigens von der Index Steuertabellen nicht Index aufpasst, dann die Leute so viel Werte verlieren, die wird die nächste Jahr werden hier Zimmern auf die Medaille gehen. Übrigens auch ein Minus, wo die Leute Werte machen. Dafür haben wir heute eine Motion, dass wir abhalten, die Zimmern zu indexieren, und dass man ältere Leute direkt und konkret da können helfen. Merci, Herr Präsident. Diese Weekend, diese Samstag wird wahrscheinlich die größte Manifestation sein, die das Land in letzter Zeit erlebt hat. Es gab zwar wohlverstanden ein Konsultationsdebat von der Minister Fiedrun Matschwätzen und das gehecht, da gibt Meinungen erweisen, nee, wie viel da sind, da wirklich kommt Matschwätzen, wie viel respektiert gehen als was Matt geschwärzt gehen als. An der Pensionsreform werden nun mal jederin betreffen, die eng wie spät, die an der Eichter. Und dafür wäre es für uns wichtig, dass die Leute alle Gute Kinder Matt über die Zukunft dezidieren, weil wann die Propose von der Regierung so formidabel sind, wie sie präsentiert gehen, können das hier auch an einem Referendum validieren lassen, weil es war ja keine Partei, wo an den Wahlen klare Position bezündet, der die Wähler hat noch keine Möglichkeit für sich zum Ausdruck zu bringen, was seine Meinung dazu ist. Dafür haut mich froh und ministerisch wäre dir gewollt, für ein Bürger eine Stimme zu gehen, für Demokratie leben zu lassen, ein Referendum an dem Thema zu organisieren. Merci. Ich meine, ich hatte
Stanford von der Minister schon ein bisschen gespurt. Dafür habe ich auch eine Motion mitgebracht, wo die Regierung auffordert, immer Texte schreiben, immer ein Gesetz gehen, dass die Pensionsreform soll über den Referendum laufen, und dass Wähler und Bürger im ganzen Land sollen dürfen mitschwätzen. Merci. Dann ging ich die Proposition von der Motion von dem Herrn Marc Görgen zum Wort stellen. Ich mache den Wort ab. Der Quorum ist erreicht, Wort bei Prokuration. Das Resultat vom Wort ist Ja 6, Nein 52, Abstention 0. Das Motion ist also aufgelehnt mit 52 Nein-Stimmen gegen 6 Ja-Stimmen bei keiner Abstention. Merci, Herr Präsident. Ich war ein bisschen überrascht, wie ich das letzte Woche an den Medien mitgekriegt habe, dass Lützeburg eine Position geholt hat, die der Verbraucher nicht wird stärken, mehr echter wird schwächen, da wo die Leute eigentlich die eine Flugverspätung haben, wo sie nicht schuld sind, wo sie auf hier Vakanz gespürt haben, wird am Rhein stehen lassen, weil das ja auch der deutsche Minister, den nicht mit einverstanden war, an die deutsche Regierung hat ja auch eine Rechnung abgestellt, dass ungefähr 60% von der Pflicht werden wegfallen, die Entschädigungen. Das heißt, das eigentlich etwas, was hier geholt ist, gegen die Klienten, mehr echt dafür die Fluggesellschaften. Und dafür wollte ich halt mal hinbringen, was die Überlegung von der Lützeburger Regierung ist, für heute Konsumenten am Reh stehen zu lassen, auch für die Fluggesellschaften zu stärken, weil wenn in denen hier Bilan guckt, geht ihnen so gut, wir sollten aber die Leute, die hier Vakanz gespürt haben, nicht am Reh stehen lassen, an die entschädigen, weil das nicht ihre Fehler, wenn hier Vakanz mich spät aufhängt oder sie mich spät heimkommen. Merci. Merci, Herr Präsident. Das hat Herr Baum gesagt, das ist vollkommen richtig. Das ist eine Frage von der Frohestellung. Und da tun ich ja in der Motion gar nicht festgelegt. Und noch nicht den Zeitpunkt. Weil es ist mir ganz bewusst, dass die Konsultationen soll aufschließen. Das ist auch denkbar, dass gegen so, wir holen eine Frohestellung, eine froh von der Chambre des Salariés, vielleicht zusammen mit der Chambre des Fonctionnaires. Für was nicht? Und auf der anderen Seite, die Regierung proposiert. Für das aber die Wähler mal ein bisschen mitschätzen kann. Weil wir ein Problem haben wir hier. Wir haben ein Problem, dass wir für 2 Jahre alle gute Wähler gegangen sind am Land, aber eine Idee davon hat, dass den heutigen Dossier gehen kommen. Hat ein Propos, was Herr Friede will. Herr Friede hat keine Teleemissionen gesagt, dass die Leute mussten mir lang schaffen gehen. Die Leute hatten gar kein Will, darüber aufzustimmen. Das heißt, hier als die Idee, für das die Leute einen Dialog können mitschwätzen, weil ich gebe dem Herrn Spaul so nicht recht. Der Dialog, der funktioniert nicht. Der war gestern selber dabei, CGFP, hat ein Brillantriert gehalten, wo der Kopf gewäscht kriegt, weil der Dialog nicht funktioniert. Und ich kann nicht so ein Samstag wird eine riesen Demonstration an der Stadt sein, wo auch nach ein Kehr demonstriert wird, weil der Wille ist, anders den Dialog nicht funktioniert. Dafür ist der Zeit ein EW, wo ihr Kind gehen, für die Leute zu freuen, für mehr Demokratie zu wohnen, auch für die Leute mit an Boot zu holen. Weil was geschieht, wenn der dort am Brich also wird durchsetzen, und da wird Land weiterhin gespalten sein, und wir werden eine Schuld davon drohen, als Gesellschaft, den nicht mehr zu reparieren, als anschmengen nicht, dass das Verantwortung von einer CSVDP ist, für das Willen an den Geschichtsbüchern stehen zu. Merci. Herr Präsident, merci, Herr Minister, für den, weil er zum Schluss gesagt hat, die Ausbildung an den privaten Betrieben, an der Funktion publik, die ein bisschen aber an einer deloyaler Konkurrenz stehen. Da gibt es ja ein paar Diskussionen, dass für allem, was Betriebe aber Zeit der Geld investieren, für Leute auszubilden, dann haben Gemengen der Staat, die einfach mal aufwerben, ähnlich wie beim Fußball. Aber nicht soll Tigo in Zukunft die Ausbildung verknappen mit einer Entschädigung, wo der Betrieb dann noch kriegt für die Zeit, wo ihn ausgebildet wird. Als du nach etwas am Gespräch wird, du etwas kommen, das, weil der Lo ein Kio geschwärmt hat. Merci, Herr Görgen. Natürlich muss ich auch, wenn ich will, digitale Leben teilholen, den Internetzugang haben. Das ist von den Problemen, die wir gesehen, dass ein Preis dafür, dass ich überhaupt am Internet surfen kann, die Leute aber immer mehr davon laufen, wenn ich vergleiche, wie die an den Jahren gestiegen sind, sehr für die Mobilen, wie auch daheim. Dafür habe ich auch heute eine Emotion gemacht, das wird keine überraschen, für Free Wifi durch Land, für das sind Leute. Wir schwätzen alle gut von dem Digitalen, auch können einen freien Zugang dazu kreieren. Wenn wir über die Magische schwätzen, darf man nicht die Fehler machen, wie Banken gemacht haben. Da sind Leute, die nur gezwungen sind, auf digital Wert zu gehen und dann aber Chemie auffangen, weil es gibt nur Leute, die können den digitalen Weg nicht gehen. Und da kommen wir auf die Diskussion zurück vom Lux Trust. Ja, das
vielleicht haut am digitale Misech, aber in die App huet, wo dat nach immer kann er vorstellen. Mir alle gotten die Leiit, die de Smartphone net tun, die anderen Meichketten net tun, die trauren nach immer de malen Tocken no. An dat ass vun de Probleme, wo man eigentlich Mailleit an en gewissen Alter verschreckt, wie se mat op Bord zu höllen, wann man eng Digitalisierung wëllen. Mir kommt mir ginn hin an mir so van eng Solaranlage hoes, der Christ garantiierten Mindestpreis de variable, weil fees en aner gëdet jo. Dats man wat mans do so keng ni nenne mir de kennt von is an alle Gotten, dat se do Leiit net bei Di losen an dementsprechen man. Dat die eng. Die Anne ass de schwätzt de ganzen Zeite vun der Netzauslastung. An den Subside, wo haut doch gestemmt gin as so, dats van Dir en Akku der 10 die Batterie, wo der könnt du hem hole, so mal 7 Kilowatt 10 Kilowatt wat der braut, da muss der an der ufangste Mont, dat alle Gotten die Leiit, die loch schon eng Solaranlage gemet hun an lo vun den neue Netztarifer Matkruten, die kreien okay Subsid méi op dem Akku. An du finnech eng Moioun mat brucht, fir dat se och an Zukunft den Akku wann so gänge norüsten. Da sind den auch nach enke subsidiiert gekriegt, weil die Leute können ja nicht dafür, dass ein Netztarif gefordert gehen. Für das man do den Netz auch ein entlascht, weil da könnt ihr den ganzen Tag ihre Strom speichern nach Schatz B. Punkt. Und dann die dritte Motion, das für eben die Netztarifer, die do gekündigt sind, für Januar nach enke zu evaluieren, weil mehr Piraten sind nicht der Meinung, dass der Strom so mit Leier geht. Wir sind der Meinung, dass der Strom von den wichtigsten Instrumenten gegen Klimakrise, sondern dass das Regierung was am Gange das zu machen, am Strom verantwortungslos ist. Merci. Wert von der Regierung ob es an die Richtung komme, für das Leid können die Akkuen nur bauen, und dann hat man Netz entlascht, wir hätten die Kästen entlascht, und wir hätten eigentlich einen guten Kompromiss von. Merci. So einfach ist es nicht. Für das heißt Netz die nötige Flexibilität und Sicherheit hat, für zu allen Momenten genug Strom zu haben, wird die Regierung nach diesem Jahr eine nationale Speicherstrategie präsentieren. Zum Beispiel könnte ein neues Subsid den allen Proprietären von einer PV-Anlage hilft, sich auch notrechtlich mit einer Batterie auszustatten. So als Stimmklammer auf Strom, sodass Stimmklammer auf Strom sich weiter finanziell lohnt. Merci, Herr Präsident. Für rund 3-4 Jahre hat man eine interessante Diskussion über CERN, dem wir unser Thema entdeckt. Wir hatten für rund einen Monat darüber geschwärzt, dass man den Lützeburger Produkt muss mehr attraktiv machen, und dafür gehen ich recht, dass auf diese Weg geht, für das als Gemüse und als Früchte viel mehr attraktiv werden sind. Weil von den Problemen, den auch der Konsument hört, das von der Nummer am Supermarkt steht, dann hat ein Produkt, das von irgendwo aus Südeuropa kommt, Nordafrika oder zum Teil von den Spargeln aus Südamerika, was Mercosur am meisten wird machen, weil du schon eine Meinung mal dir, mir für zurück zum Gemüse zu kommen, das hat Tauschen vom Preis kostet. Und das das Problem, wo man tun, und dafür ist immens richtig, dass der hier geht, und der gibt, ja, zu viele Millionen, was hier ungekündigt gehen ist, ja, ich meine, jetzt kaufe ich auch ein bisschen kritisieren, ich kritisiere das nicht, weil ich so, wir müssen als Bauern helfen, wir müssen als Bauern stärken, weil es kann doch nicht sein, dass als Bauern hier nur muss auf anderen Plätzen spuren, es geht nun mal nicht. Wir können nicht sozial mitteilen mit anderen Ländern, weil denen hier Standards viel mehr tief sind, was nicht gut ist. Das heißt, Lützeburg muss man hier gehen, und als Regierung muss Bauern weiterhin unterstützen und stärken, und dafür ist es heute noch ein richtiger Schritt, der gemäht wird. Das muss ich just nur in der Transparenz nach schaffen, dass wenn die Produkte nur zwölf sind, dass ich noch klar erkennt, dass die Lützeburger Produkte aus den Serre sind. Weil was geschieht heute zu der ersten Minute du Jour, geht zwar vielleicht für 10 € verkauft, aber der weiß aber nicht, wo Wurzel oder Tomat. Hier können das die Transparenz, wo ich nur muss, dass ihr seht, auch an den Restaurant, auch an den Supermarkt, muss ganz klar gekennzeichnet sein, dass dort also Lützeburger Produkte, und das hat auf 4 geholfen wird. Und dass in Konkurrenz setzt mit den anderen Produkten, die von immens weit kommen. Weil ich schon nie verstanden wie gemäß, weil so weit Weg zurückgelöst wird, kann mehr billig sein, und für was der Supermarkt das so massiv anbietet, und dann Lützeburger Produkte, die an Konkurrenz setzen. So muss man auch mit der Distribution ein seriöses Wort schwätzen, weil leider hier in Händen, ich weiß, sie können die Produkte mit billig kaufen, aber sie müssen sie nicht mit billig kaufen. Wenn die Distribution gegen eine Hand mal durchpacken, dann als Bauern noch stärken, wäre morgen mal gut NRW. Da wird mir dieses Projekt ganz gut als Hauptmattstimmen. Merci. Weil all diese Bauern, wo ich so geschwärzt habe, so ein Banken verstehen es nicht. Das kann auch ein so am Dialog das Problem liegen. Mit Banken, die selten berät, die Bauernbetriebe so zu helfen, wie es eigentlich verdient hätten. Und dafür ist das, was man am Weltfrieden heute geschrieben hat, für mich immens wichtig. Weil, wenn wir Bauern wollen in Zukunft stärken, muss man in auch den Achse gehen zu den Banken. Und Banken müssen die Kredite so vergehen, dass der Bauer auch in Zukunft kann seine Entreprise weiterhin ausbauen.
Das ist aber so, dass wenn als Restauration sich verändert, es auch da einzelne Chancen gehen, zum Beispiel bei den Lieferservices, da gehen ganz neue Applikationen, die dafür dienen, dass der Restaurateur nicht mehr muss Personal selber erstellen, beziehungsweise Autoren für finanzieren, für können auszuliefern, und so auch kleinen Dörfer, über die Dorfgrenzen raus kann sein Kommerz betreiben. Das sind aber nach Einzelfällen, wo am Moment da wirklich davon profitieren können, mit das aber den digitalen Weg, wo ich kann mitgehen. Klienten sind ganz unterschiedlich. Es sind Geschäftsleiter und Touristen hier in der Stadt, vielleicht noch Touristen nach verschiedenen Regionen des Landes. Und dann sind echte Stammklienten an einer Gemeinde, die sollen an den Café, Bistro oder Restaurant kommen und das am besten regelmäßig. Ja, wenn Leute man da Geld am Portemonnaie haben, ist das tatsächlich von den ersten Punkten, wo sie spuren. Das muss ich einfach da so, wenn ich bei mir in der Gemeinde gucke, wie das sich in letzter Zeit verändert hat, wenn ich Kaffee gesehen habe, den Heinz dort wäre nicht in einem Casino, wie an den Kaffee, an finalen Kaffee haben sie stummer nie Wasser. Wenn der gut finde, nicht, das ist eine ganz andere Diskussion. Wenn das aber bemol der Kaffee zum Casino gehen, also nämlich zu, da wo ihn sich eigentlich gesellschaftlich trifft, da kann ihn eigentlich Stadt auch mehr kritisch bewerten, noch von der Kaffee gerettet, dann verschiedene Kaffeethemen gesucht und hätten durch mehr Rezepte wie durch die Bayer, wo sie verkaufen. Ja, es gibt auch Männer Alkohol konsumiert, das ist ein Fakt, das geht gesundheitsministerisch freien, schon auch gemerkt, trinken, dann denke ich mir, kein Alkohol mehr wie Wasser da ja gehen, das finde ich nicht so gefallen. Aber ich würde aber so, haut das von dem Wasser oder Soft trinken, das sind eigentlich auch am Null, das ist übrigens auch etwas, was man an einer Petition hat, ich meine, Wochen Dallas, den da war, für das Wasser, zumindest Wasser und Restaurant, ein bisschen wie billig oder gratis zu kriegen, wie auch immer. Ich meine, da ist auch noch etwas, was no zu holen ist. Ja, Personalkaschen, Energiekaschen, das alles schon nur geschwärzt, die Energie lebt der Restaurateure noch fort. Für allem Dingen mit den großen Nerven, die kommen nicht nur an. Ich hatte letztes Mal mit geschwärzt, die hat mir gesagt, ich stehe mehr am Büro, mehr am Dossier, wie an dem Kartippen. Das ist von den ganz großen Problemen. Dass sie nicht mehr dazu kommen, hier Arbeit zu machen, mit dass sie mehr müssen an den Probieren machen. Und da ist sicherlich ein Punkt, wo ich muss aussetzen. Für die Mataloie in das geklungen. Ich bin nicht immer der Meinung, dass Gemengen sollen absprangen, aber wenn Gemengen absprangen, dann ist das vielleicht, wie für ein Beispiel Rosebud, ist das vielleicht sinnvoll. Rosebud Mumpisch, ist das vielleicht sinnvoll, weil dir vielleicht am Dorf kein Kaffee oder kein Restaurant mehr hat. Wir holen mal zum Beispiel Gemengen, das war die Zeit, wie ich noch am Gemengerot war, du kriegst ein Restaurant plus den Restaurant am Land huet, de Loyer no gelos, weil dem muss über Krisenzeit war, während die anderen Restaurateure nicht. Und das sind eben dann die Situationen, wo entstehen von einer deloyaler Konkurrenz. Dem sind die anderen Restaurateure bei mir kommen, die gesagt, ja, mir ist Brauerei nicht noch. Mit Gemengen hat aber dem Moment de Loyer komplett no gelos, und die war meinten, und das war natürlich eine deloyale Konkurrenz. Da konnte natürlich auch sein Bier, sein Menü, ein preislich aufpassen, und natürlich hat die anderen Restaurants ein bisschen Rose gemäht bis zur Bedrängnisbrot. Und dafür ist das vielleicht auf verschiedenen Dörfern eine gute Lösung, mehr verschiedene Gemengen, wo aber der Kommerz schon da ist, wo die Restaurants schon da sind, nicht immer zu roden, weil eine deloyale Konkurrenz durch kann schaffen, wo den einen dann eine billige oder keine Loyer bezahlt wird, den anderen volle bei einem privaten bezahlt, der meistens nach Rivadaya, das für allem, wenn eine Brauerei ist. Wenn wir bei Brauereien kommen, bei den ominösen Schanklizenzen, wo schon solche Kästchen Parlamentären dazu hat, dann noch schon für eine letzte Regierung, hat ganz viele Diskussionen geführt, und waren Sprecherinnen, weil durch Demos der Gilles Roth, den Demos an der Opposition, das System matt kritisiert wird, weil eigentlich unfair ist. Das ist ein Monopol, das man da geschafft gibt für die Brauereien, der nicht korrekt ist. Und an plus, weil sie begrenzt sind, können auch noch keinen anderen tun. Und da kommen die ominös exklusiv Verträge dabei, wo dann noch gezwungen sind, für die beim selben Depositär Brauerei zu kaufen. Die könnte man nicht einfach bei irgendeinem Winzer gehen, wo der will, weil dem sein Wein vielleicht besser aus oder besser Konditionen kriegt, nicht am Country. Der muss bei dem, wo die Brauerei erst vorschreibt, kaufen. Und das ist eben ein ganz großes Problem. Ich meine, da muss man ja im Konkurrenzrecht ganz klar abräumen für allem. Wenn es Gemenge sind, und das ist zu Painting so gewesen, wir kennen die Kontrakte ganz gut, wo sowohl die Loyer fixieren wie Herr No, dass ein fester Kontrakt muss gemäht gehen, und Herr No natürlich, die Volumen geht sich abbrechen, und dort zu gut nach Klauseln dranstehen, dass in so viel Hektoliter Bier muss kaufen, auch von den
gar nicht braucht. Und das sind alle guten Verträge, wo die Regierung ja misst Riegel vierschreiben, weil man hätte sicherlich auch mehr Kaffee, die Kinder profitabel funktionieren, wenn sie nicht gezwungen wären in die Exklusivverträge, wenn sie nicht gezwungen wären in die Schanklizenzen, aber man dann ja gingen reformieren. Merci. Herr Minister, in der Zwischenzeit als Technik evoluiert, sind Batterienhersteller, wo man im Moment schwätze von 1000 Kilowatt, 1200 Kilowatt, wo ich kann löden, aber die schönsten und modernsten Auto bringen nicht von der Notinfrastruktur nicht da ist. An anderen Ländern haben angekündigt, dass auf die Weg gehen, an die Bornen werden nachrichten, und dafür wollte ich auch mal nachfragen, wie die Lützeburger Regierung hier das Konzept, das für das Lützeburg den Ausschluss nicht soll verlieren, weil wir sind im Moment am Tanktourismus in NRW so nimmer so gerne, wenn wir gegen an den Energietourismus ranklammen, dann Leute an Vakanz wollen, dass sie sagen, Kinder löden, dafür wird flott, war noch zu Lützeburg die Infrastruktur über die 300, 350 rausgänge gehen, und du kannst ja schnell sagen, mal auf den Weg, was mich immer nervt, das nämlich verschiedene Hersteller, wenn der Auto löde geht, die schreiben zwar 300 Kilowatt drauf, sie hängen aber 2 Autos run, dann kann ich just nach 150 löden, dann sind ganz viele Leute, die an Vakanz führen, die sich nur abregen, ob wann das schon modernisiert, nicht doch garantiert, kann gehen, dass das, weil der Boden steht, auch wirklich nur beim Auto als Leistung rauskommt, weil das aber schon ein bisschen trickiert, weil wenn 300er Boden geht, dann muss ich jetzt bitte natürlich nach 150 Kilowatt. Merci, Herr Präsident. Das für allem wichtig, dass an diesem Dossier die Entscheidungen wie schnell können gefällt gehen, muss ich aber auf der anderen Seite aufpassen, dass Entscheidungen für Sanktionen geholt gehen, auch die nicht leichtfertig geholt gehen. Und das kann ich so als Erfahrung vom Office Sozial, dass man da verschiedene Dossiers haben, wo man zu den Kap rösele, wo man gesehen wird, dass die Leute dann die Revis Bemol nicht kruten oder eine Hölle für nicht kruten, und dann aber wirklich am kahle Reh stehen, weil das sind als Schicksalsschläge von den Bemol ob nicht zurückfällt, das glücklicherweise aber nicht an allgemein dann Office Sozial den an einer unterschiedlichen Dossier interpretiert ansprengt für den Leute zu helfen, weil du sie Leute, die fallen komplett auf Null. Und dann der kann daheim sitzen, die hat 1000 zu bezahlen, die das und dann das nicht immer ganz so mal korrekt aufgelaufen. Da konnten die Leute dann auch recht. Und da konnten sie nur bezahlt, mehr die Überbrückungsphase, wohin hört, bis den Komitee freier die Entscheidung getroffen wird, stehen in ohne etwas da. Dafür kann das Gesetz helfen, dass, wenn der Präsident die Entscheidung nur hält, aber wenn das nur geguckt wird, dass es vielleicht mehr schnell geht, und dass in denen Leuten mehr schnell helfen, weil es gibt sicherlich Leute, die nach Bümer noch tätig sind, haben wir am Office Sozial gesehen. Wir kennen aber auch die Leute, wo irgendeine Information vielleicht gefehlt oder Leute, die man nicht konnten, Dokumente richtig ausfüllen oder falsch Kase gesagt, was auch immer. Das gesagt mir oft. An die Leute sind dann auf Null gefallen, und es hat so lange gedauert, bis die Revis kommen, an die Leute, die hängen dann ob den Entscheidungen vom Office Sozial, wie vorher gesagt, das ist dann allgemein unterschiedlich, wie kulant den du hast. Du hast noch von anderen Gemengen leider hören, dass sobald eine Entscheidung vom Revis, du wer bricht oder falsch, Office Sozial, und das ist quasi auch so, man sieht, wenn da beim Revis ein Kommen gelost hat, obwohl das noch nicht bewiesen ist, also eine andere Meinung hast, da sind dann direkt beim Office Sozial auch durchfällt. Auch das ist etwas, was den ein Keier muss diskutieren. Auf der anderen Seite, also da war es so, dass wenn Hilfen ausbezahlt gehen, die nicht dürfen doppelt ausbezahlt gehen. Das ist nämlich auch der Fall. Wenn da zum Beispiel, wenn der Revis nämlich kriegt, und die Entscheidung steht aus, 2-3 Monate, wie das der Fall teilweise war, und kriegt vom Office Sozial die Zeit verbringt, und dann kriegt den Revis aber voll kompensiert, dass nicht, dass dann in quasi während der Zeit doppelt aufkassiert wird. Das ist ein bisschen viel zu erklären wie bei der Energieprämie. Die ich komplett unterstützen. Die Energieprämie ist auch so ein Phänomen. Die Energieprämie wird am Anfang vom Jahr ausbezahlt. Da gibt es aber dann verschiedene Klienten an einem Office Sozial, die kommen Ende des Jahres, für dann auf die integrale Stromrechnung bezahlt zu kriegen. Das heißt, den Anfang des Jahres etwas kriegt für die Stromrechnung an sich zu bezahlen. Ich weiß, dass das nicht durchgeht für den ganzen Deal, mit der das nie auf dem Energie ankommt. Auch das ist etwas, wo ich einkehren muss, darüber diskutieren, wenn man so Entscheidungen hält, ob man das nicht in Zukunft kann verbessern, noch für die Leute zu schützen, weil auch da Situationen sind, wo vielleicht das Geld für etwas nicht aufgezogen als ein Sesi oder so etwas, und das dann hinter der Rechnung kommen. Also beim Revis hoffen ich, dass durch das Neidgesetz die Entscheidungen viel schnell können getroffen werden. Ich weiß, den Namen Präsident wird nur immens viel Arbeit tun, da steht der ganze Staff nur Hand drin, so dass die Leute wenigstens
an der Zeit nicht op null fallen, an dass die Leute können geholfen kriegen, sicherlich auch die Leute, die frisch an der Revis kommen, die Entscheidung wird viel schnell getroffen gehen, dafür werden wir Piraten noch der Zeit stimmen. Als diskutieren wir darüber, dass der Strom fair Medaille gehen ist, ob das nur 25-35% sind, als eigentlich dem für Geld natürlich dann nur bezahlen muss, ziemlich egal, dann hätten nämlich gerne ein Hilfe. Und das Schlimmste dabei ist, dass die festfrieren, ob Rechnungen und nach an Blutgänge sind, der Tisch zu gewandert, du heben das Karte oder das Blut nicht dumm hat, können wir nicht spüren, weil die festfrieren so hoch sind. Wir trippeln nur leider hier auf eine Bremse für die ganz umweltfreundliche Technologien, Leute, die bei Wärmepumpe oder ein Elektroauto umgeklommen sind, sind die, die hier bestraft gehen. Vielleicht wollte CSVDP die auch bewusst bestrafen. Die Netzkästen sind Herr Baum, ich kann das doch kurz erklären, Herr Präsident, die Zeit ist. Mal ganz einfach, an dem hier geht, an dem hat der Strom Medaille an, der defavorisiert die modernen Technologien wie ein Wärmepumpe oder ein Elektroauto, und der kriegt von der Presse viel gerechnet, dass ein Elektroauto nicht mehr favorabel ist par rapport zu einem Petrol, also Diesel oder Benzin. Also hat er ganz klar ein Signal gesagt gegen die Techniken. Und Herr Präsident, das war Fehler. Für allem, und da komme ich rein, gibt Argument, das ist nämlich weiter das Argument, von der ein Elektroauto, der eben löst, leider nämlich direkt über eine Netzkäste, wo der auf 3 Kilowatt gesagt wird, weil er bei keinstem Elektroauto wird also die losen 3D-Stoff für ein abzulöten. Und die Netzkästen von 11 Cent sind ein Fehler gewesen, und die hätten nicht sollte kommen. Wir hatten übrigens eine Lesung proposiert an der letzten Diskussion, dass ein Dakuen Orlo ein Subsid soll kriegen, weil Dakuen haben einen Subsid, wann das mit der Solaranlage matt bestellt, wann das aber nur bestellt, weil ihr der Strom an Blut gegangen ist, wo der kein Subsid. Und hoffen, dass der Herr Minister der an Zukunft wird berücksichtigen, dann auch Dakuen notwendig von den Wild abbauen, einem Subsid verseit, wie der bei der anlagste Fall gewirrscht wäre. Dann das Risiko, wo der Agi de politische Risiko mir hunnet Lohai vom ADR heieren Schama zu Notizen AfD abgeschrieben, weil die an Deutschland das Argument benutzt hun. Den ADR hat haut auch benutzt, dass eine Relation wertcht Russland, Ukraine und so weiter, für das ein Strompreiser gegen an Blut. Und das ist ein ganz gefährliche Mix, wo Populisten benutzen. Und das hat an Deutschland leider funktioniert. Du hast den Strompreis auch, das kennst du so, mehr heiß an Blut gegangen, wie der zu Lützeburg Fall ist. Mit hat funktioniert, dass Populisten genau das benutzt hun an einer Relation hergestellt hun, die nicht stimmt mit Russland und Ukraine. Und das ist ein ganz gefährlicher Mix, und da sollte man politisch auch darauf aufpassen, dass die Lützeburg Strompreise nicht an Blut gehen, wenn man gemerkt, dass den ADR genau dieselbe Glock burstet. Für uns Piraten ist es auch ganz klar, wenn wir einen Preisdeckel machen, dass das so Sinn für den normalen Staat. Ich weiß, da waren nur Reportagen, nur der LSRP-Pressekonferenz war eine Reportage von 25.000 Kilowatt. Also, ich verstehe nicht, wie 25.000 Kilowatt als Privatmann kann verbrauchen. Wir Piraten, der sieht vielleicht auch eine Meinung als LSRP, so ganz klar, da als Stopp. Wir haben immer gesagt, ein Piscine, Sauna, was noch alles, soll nicht finanziert werden. Wenn dem muss schon die 25.000 zum Teil als zu hoch angesehen an unseren Diskussionen, da sie der kommen mit den 25.000, die so auch noch geholfen kriegen, das sehen wir nicht so. Also, wann geholfen soll gehen, dann an einem Deckel von den 25.000, den schon zu hoch ist. Stromnetz ist eine wichtige Infrastruktur, und ich habe volles Verständnis dafür, dass er den Ausbau finanzieren will. Ich muss Ihnen aber da ehrlicherweise auch sagen, dass Kreos schon der Staat als mattgrößten Aktionär hat, nicht direkt, aber über NCEVO hat er die Ansicht, das größte Mattspruch recht. Das heißt, das ist auch eine politische Möglichkeit, und hier will dafür zu sagen, das Netz wird so ausgebaut, wie es soll sein, ohne die Bürger weiterhin zu belasten, auch wenn die über verschiedene Ersatzfirmen gedeelt ist, wäre aber die Möglichkeit da, weil das an einer staatlichen Hand ist. Ja, müssen wir schnell Lesungen hier, weil ich schon bei der Motion gesagt, beim Office Sozial landen immer mehr Dossier für Leute, die hier Rechnung leider nicht bezahlen können, und dafür wird wichtig,
dass denen Leid schnell geholfen wird, aber wir wollen nicht forcieren, den an die Probleme könnt, wir muss bei Office sozial zu gehen, kommt, wir machen einen korrekten Preisdeckel für die Leute zu helfen. Merci.